Leute, ich habe abgenommen. Und zwar ein ganzes Kilo. 1000 Gramm sind das. Und mehrere Zentimeter an Umfang verloren. Ja, ich weiß, manche von euch sagen jetzt bestimmt, das kann doch gar nicht sein, ein Kilo abnehmen und gleichzeitig mehrere Zentimeter an Körperumfang zu verlieren. Doch das geht, weil ich habe jetzt keine Muskel- oder Fettmasse verloren, sondern Körperbehaarung. Ja, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die von der Natur auserwählt worden sind durch überdurchschnittliche Körperbehaarung im Brust- und Rückenbereich als lebendes Denkmal für unsere prähistorischen Vorfahren herzuhalten. Dieses historische Erbe hat aber auch Vorteile. Ich kann zum Beispiel mit nacktem Oberkörper hinaus zum Schneeschippen. Und kein Mensch sieht, dass ich nackt bin, also oberkörpermäßig nackt bin. Vielleicht kommen sogar her Passant oder Nachbarn und sagen, du Axel, sag mal, ist dir das eigentlich jetzt dick, der Kittel, wo du da inne hast? Andere wiederum fragen mich, hey Axel, wo hast du diese tolle Jacke her? Wo kriegt man denn die? Und wenn ich dann antworte, die eine von Mutter Natur, dann gucken sie mir bloß an und sagen, den Laden kenne ich jetzt aber nicht. Eigentlich bräuchte ich im Winter keine Jacke. Aber ich trage Jacke zum Selbstschutz. Mir ist nämlich mal passiert, dass ich durch die Fußgängerzone gelaufen bin, oben ohne, mit meinem Naturpelz. Und auf einmal kommt da eine junge Tierschützerin her und schreit mir an, boah, Pelzträger sind Tiermörder. Und holt auf einmal eine Sprühdose aus der Tasche und sprüht mein Pelz voll, mein Naturpelz. Ja, dann bin ich heim geduscht und dann muss ich aufpassen. Dann muss ich aufpassen beim Duschen, weil Naturhaar ist ja quasi Wolle. Und Wolle sollte ja in heiß waschen, also auch in heiß duschen. Also muss ich da kalt duschen. Dann dauert das eine Weile, weil wenn du heiß duschen tust, dann lauft dir dein Naturpelz ein und dann fühlst du dich nachher wie in der Zwangssacke. Also dauert das alles eine Weile. Und wenn du endlich fertig bist mit Duschen, dann stinkst du wie ein nasser Hund. Ja, und abtrocknen kannst du ja auch nur mit Handtüchern. Also instinktiv fängst du an wie ein Hund, dich auszuschütteln, rennst durch die Wohnung, reibst dich am Boden trocken, reibst dich am Sessel trocken oder am Sofa. Also gut, meine Mitbewohner waren anfangs ein wenig irritiert, aber mittlerweile sind sie es gewöhnt und sie streicheln mir noch inzwischen und lenken mir noch mit Leckerlis ab. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, so ein Naturpelz hat schon viel Vorteil, aber im Sommer muss der weg, weil im Sommer ist der einfach zu warm. Klar hat der im Sommer auch Vorteil, also der schützt auch gut gegen Mucke und Schnaken, weil die verlaufen sich in dem Dickicht und wenn sie auf der Suche nach Blutbahnen sind, dann verhungern die in meinem Naturpelz. Aber es ist halt auch ein Nachteil, weil jetzt gehst du mit Freunden zum Schwimmen, jetzt gehst du an der Badesee. Und wie oft ist meine Begleitung schon passiert, dass sie da im Argschwitz worden sind, dann haben die Leute auf mich gezeigt und gesagt, hey, hier sind keine Tiere erlaubt. Nee, das will ja meine Freunde gar nicht mehr zumuten. Deshalb kommt die Behaarung im Sommer immer weg. Und wisst ihr, was ich mit den Haaren immer mache? Mit diesem Original Achselhaar, das verkaufe ich dann wirklich hochpreisig an Film- und Fernsehproduktionsfirmen als Toupets, als Haartoupet für die Brust, als Barttoupet etc. etc. Und der Vorteil für die ganze Sache ist, so komme ich endlich auch mal ins Fernsehen. Leute, ich wünsche euch etwas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade, euer Axel von Brezelingen.